I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me. Hallo zusammen, René hier. Herzlich willkommen bei Renés Weg. Ich habe mit der Miriam ein Ausflug gemacht in Süd auf Encinitas. Wunderschönen Tag heute. Als ich das letzte Mal hier unten war, war es nicht ganz so blau, aber wir müssen mal schauen, ich kann euch das zeigen. Ich kann euch versprechen, heute gibt es eine leicht verdauliche Episode. Das Einzige, was ich heute euch mitgeben möchte, ist, wenn man an irgendetwas dran ist, stellt sich ja manchmal die Frage, wenn der Erfolg sich noch nicht einstellt, ist es einfach, weil ich noch ein bisschen länger weitermurksen oder wäre es eigentlich Zeit zum Aufhören? Ich habe zwei Kontrollmechanismen, die ich für mich immer wieder brauche, um zu schauen, ob ich noch weitermurksen muss oder ob ich gescheiter etwas Neues machen und ausprobieren. Nummer 1 ist die Frage, mit dem heutigen Wissen würde ich das gleiche Unterfangen noch einmal anfangen. Und wenn die Antwort Nein ist und man in diesem Sinne nur noch weiter sich vorwärts quält, weil man schon so viel hat rein investiert, denke ich, wäre die richtige Lösung halt schon aufgeben, etwas Neues suchen. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Die zweite Frage, die ihr euch auch noch stellen könnt, ist, sehe ich einen Fortschritt? Und der Fortschritt kann sein, dass ihr immer mehr verkauft, immer mehr Kunden habt, dass die Zahlen immer besser aussehen. Aber es kann ein interner Erfolg sein, also ich lerne immer mehr, es macht mir Spass, ich sehe Erfüllung in dem, was ich mache. Das ist ebenfalls Erfolg. Wenn ihr jetzt also zu beiden Fragen könnt mit Ja antworten, würde ich ungeniert mit Vollgas weitermachen. Lautet eine Antwort aber Nein, dann würde ich jetzt persönlich aufhören, mich neu orientieren und Energie in etwas anderes stecken. So, jetzt sollte ich aber surfen. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me. Say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. Say that you won't go. So, das war vielleicht eine gute Gelegenheit, um euch auf einen neuesten Stand über unser Übersetzungsbüro zu bringen. Und Miriam hat das Zepter übernommen.
Vielleicht kann sie uns das gerade am besten selber erklären. Kann ich, ja. Also wir haben unglaublich viele Anfragen bekommen von Hotel in Arosa und der Lenzer Heide. Und werden deshalb den nächsten Tag unsere Unterlagen schicken und dann, dann werden wir schauen. Und du, hast du keinen Surfen morgen? Erzähl mal. Ja, danke, dass du fragst. Das war cool, ein bisschen klein, aber gefegt. Das Wasserglas klar, super. Ja, das nächste Mal denke ich, ist eventuell schon Jimmy dabei und das gibt immer ein paar coole Abenteuer zum Erleben. Jetzt würde ich vorschlagen, wenn wir etwas essen und dann über den Tag ausklingen. Und ja, merci fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me, say that you won't go. I can't cope without you and I wanna hold you close. Say that you won't go. 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 Zum Filmen? Jetzt bin ich am Filmen. Ja, ich eigentlich ein Foto machen. Ein Foto machen. Oh, ich habe die Jufu noch vergessen zu sagen. Ich konnte natürlich auch ein bisschen mehr konzentrieren auf meine Tagfilme. Und da habe ich in nächster Zukunft ein paar ganz coole Sachen für euch parat. Also, es ist aber wirklich fertig. Bis zum nächsten Mal.